Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu einer speziellen Episode, weil heute sind wir mal im GTA 5 und nicht im GTA Online. Und zwar habe ich mich mal auf die Suche nach so einem Peyote-Kaktusli machen. Und auf dieser Suche bin ich an den Ort angestoßen, wo ich noch nie gewesen bin, glaube ich. Da hat es so ein Basketballfeld, ein Halfpipe hat es da. Eine ist ja bekannt, dort fährt man regelmäßig immer vorbei. Aber die habe ich jetzt nicht gekannt. Und hinten dran ist noch ein Baseballplatz und im Hintergrund sieht man auch das Stadion von Los Santos. Also eigentlich sollte man den Ort gut finden. Und der Peyote-Kaktus, der ist da hinter dem Schutznetz, bei dem Baseball-Abschlagplatz. Ich tue sonst noch schnell die Karte reinzoomen, dass man auch sieht, wo der genau ist. Also da sehen, dahinter dran am Stadion da. Eigentlich genau bei dem Teil kann man nicht verfehlen. Ja, jetzt das Peyote-Kaktusli, das sollte ja psychedelische Wirkungen haben, wenn man das essen werden. Nimmt mich Wunder, was für eine das bei mir gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wenn ihr es nicht kennt, ist es eine Überraschung, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann. Ich bin jetzt allerdings nicht mal sicher, ob es geht mit dem Franklin. Weil ich habe es bis jetzt nur gesehen, dass die Leute mit dem Michael gemacht haben. Aber lassen wir uns mal überraschen. Schaut, da ist das kleine Kaktusli. Das ist normalerweise so ein kleines Kaktuskügel, hat ein Hörnchen auf der Seite und in der Mitte, saisonbedingt, hat es ein kleines Blümchen. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal drauf und schaue mal, was passiert. Oh, hört ihr? Ich höre schon irgendein Geräusch. Ist euch das irgendein Vorzeichen, was könnte passieren? Man weiß es nicht. Also, ich laufe mal drauf. Drücke, um den Peyote, haben Sie jetzt gehört, um den Peyote zu essen. Okay? Ja, dann halt. Okay, es passiert etwas. Was passiert? Psychedelische Wirkung hat eingesetzt. Aha. Aha. Komm, zupf dich not. Keine Einladung. Aha. Okay. Ich bin ein Schwein. Ist zwar nichts Neues. Das ist ein rechter, ich würde sagen, das ist ein Eber. Und zwar ist das eine riesen Wildsau. Das ist ein ganz schönes Exemplar. Den könntest du jetzt geil verwursten. Jetzt ist ja gerade ein bisschen Wildsaison. Okay. Habt ihr gehört vor? Der Kaktus hat irgendwie gerunzt. Allenfalls hört man, wenn man den Kaktus anläuft, was für ein Viech das es daraus wird geben. Mal schauen. Okay, wir können rennen mit dem. Können wir einen Gumpen? Gumpen geht nicht. Wie sieht es aus mit dem Angriff? Also so einfach schlagen wir nicht. Versuchen wir mal bei diesen Gangleuten da. Oh. Yeah. Nimm ihn. Oh. Nein, der hat eine Knarre. Nein. Oh, ja, genau. Oh. Das Schwein ist verletzt. Schnell abhauen. Oh, das Schwein blutet. Ach du Scheiße. Was auch nicht? Das Schmierlevel mit dieser Sau. Oh, Achtung. Gut, was wir könnten probieren ist First-Person-View. Okay, das ist noch ein bisschen weiter weg. Näher. Hat es keine First-Person-Schweine-View? Was kommt die Polizei wegen dem Schwein? Ah nein, ist nicht wegen mir. Okay, keine First-Person. Ja, ist ja wahrscheinlich auch nicht so interessant. Wie sieht es da aus? Können wir das Auto rammen? Hey! Tierquäler! Was? Hey, geht's noch? Habt ihr den gesehen? Hey! Das geschieht recht. Hey, was sind? So ein Arsch! Wer killt das Schwein mit auf der Straße? Okay. Was ist jetzt mit dem Franklin? Der scheint immer noch drauf zu sein. Hat noch ein bisschen farbliche Störungen. Okay, einer von 27 Peyote-Pflanzen aufgesammelt. Interessant wird noch sein, was passiert, wenn man alle 27 hat. Wird dann irgendetwas Spezielles passieren? Das ist noch die Frage. Also ich nehme an, das zweite Mal können wir es nicht machen, dann wird es wahrscheinlich einfach weg sein. Wo komme ich da durch? Ist es da gewesen? Ich glaube schon, okay. Das Pflänzchen ist weg. Ja, ich schaue mal, ob ich noch eine andere Location finde. So, und zurück sind wir das allererste Mal auf dem Mount Chiliad im neuen
GTA 5 für PS4. Und man sieht schon da, die Weitsicht ist enorm, obwohl ein bisschen dunstiges Wetter ist. Man sieht von da oben bis in die Stadt hinten. Ich weiss auch nicht, ob man das vorher schon können, aber ich glaube nicht. Und schau mal, die Vögel. Vögel fliegen rum. Und es sieht einfach alles sehr, sehr gut aus da oben. Sehr, sehr schön. Aber da wir ja vor allem ein tierliebender Kanal sind, da oben hat es noch Wanderer, schauen wir doch, was in dem nächsten Peyote da rein hat. Irgendjemand hat den nämlich da lassen. Nehmen wir den, bevor die Wanderer den nehmen. Hört ihr? Also, anhand vom Sound würde ich jetzt sagen, ich werde Taube. Haben Sie das gehört? Warte mal. Vielleicht hört man es nochmal. Ist doch eine Taube, oder? Ich probiere es mal. Taube oder Möwe? Also, drücke, um den Peyote zu essen. Sehr gerne. Fein, der Peyote. So, Franklin, was werden wir recht? Haha. Was schaut jetzt so? Also ich bin... Pidgey. Yeah, I'm a pigeon. I'm a Pidgey. Oh, I shot so many of them bastards. Now I am one. Ja, das geschieht dir recht. Ich glaube zwar nicht, dass der Franklin Tauben verschießt. Then why ain't I an asshole? I shot a lot of them. Der ist aber You are geil. an asshole. Shut up, head. Lecker. Nur schon die Dialog lohnt sich. Also jetzt gehen wir so schnell wie möglich an das Tübli an. Das ist aber herzig. Ist aber sehr herzig. Oh, höre ich das Gewitter aufziehen? Okay. Das ist Laufen. Sie läuft sehr langsam. Ich weiß nicht, am besten versuche ich gerade mal irgendwie da einen Start anzulegen. Wenn ich jetzt X drücke, dann... Oh, geht aber schnell. Aha! Oh, ist aber geil. Lecker, ist das eine geile Sicht. Zieht euch das rein. Shit! Das ist eine Hure-Kuh. Ein Bird-Simulator. Okay, was passiert jetzt? Jetzt kann ich... Okay, fliegt sich wie ein Flugzeug. Links, rechts. Ist ein bisschen träger als ein Flugzeug. Ist eigentlich komisch, he? Der Vogel müsste doch recht wendig sein. Dort oben ist das Flugzeug. Okay, Saltos kann ich keinen machen. Wenn ich X drücke... Okay, dann tut er einfach flattern, he? Ist das nicht herzig? Das ist sehr herzig. Also, ja, ich würde sagen, wir gehen mal an einen Ort, wo ein bisschen bevölkert ist. Es könnte allerdings ein Zeitchen gehen. Ich hoffe, machen wir die Vögel echt etwas da? Ich hoffe nicht, weil das sind zum Teil recht grosse Greifvögel. Ich hoffe nicht, dass die meine Tauben angreifen. Ja. Scheiße, mal schauen. Ja, nein, ich glaube, da wäre schon etwas passiert. Okay, ich tue das mal ein bisschen beschleunigen, bis ich da oben im Dörfli oben bin. Okay, also, da wären wir doch im Dörfli oben angekommen. Mal schauen, ob ich landen kann. Oh, shit. Kann man nicht bremsen? Wie sagt man dem, wenn ein Vogel anhaltet? Gut, ich versuche es lieber nachher, weil nicht, dass ich stirb beim Versuch, zu landen. Jetzt müssen wir schauen. Da hat es nicht so viele Leute da in dem Dorf. Mal schauen, ob die sich von mir irritieren lassen. Oh, nein! Oh. Nein! Nein, ich bin gestorben! Wegen so etwas? Ist das ein Flügelbruch gewesen? Lech, das ist jetzt aber... Okay. Das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Abgesehen davon, dass wir den zweiten von diesen Peyote-Pflanzen gegessen haben. Lass mich schnell schauen, ob ich nochmal eine finde.
Okay, dann wären wir beim nächsten Peyote. Beim nächsten und beim letzten für heute, weil aktuell sind nur 3 bekannt, die man machen kann. Und das ist jetzt der dritte. Also noch niemand weiss, wie viel oder was passiert, wenn man wirklich alle 27 hat. Also, das ist jetzt eigentlich der schwierigste für mich jetzt zum Finden. Und zwar zeige ich euch mal schnell, wo das ist. Das ist eigentlich da, wenn ihr am Fluss lang in die Hinteren geht, müsst ihr da übers Brückli und da rundum. Und da hinten hat es so einen Motocross-Töff. Und mit dem kommen wir rauf. Wahrscheinlich wäre es nur einfacher mit dem Helikopter. Aber ich habe leider noch keinen gehabt. Und das ist wirklich extrem steil da. Also eigentlich sollte es gar nicht möglich sein, mit dem Motocross-Töff da raufzukommen. Aber ja, irgendwie ist es gleich gegangen. Also es ist wirklich eine brutale Steigung. Aber ja, es funktioniert gleich. Gut, und der Peyote, wo ist er? Also den Berg sehen wir wirklich, es ist der allerhöchste Berg da in der Gegend. Also nicht der höchste, aber der einzige, es ist wirklich so ein Spickel, eigentlich, wo rausschaut. Da ist mein Töff und der Peyote. Wo ist er? Jetzt haben wir ihn verloren. Scheissdreck nochmal. Okay, ja. Franklins Peyote wurde beschlagnahmt. Was? Wie meint der Franklins Fahrzeug Peyote? Jetzt check ich es gerade, glaube ich nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Peyote Intus. Auf jeden Fall, da ist er mit einem weißen Blümchen. Das hat für mich wieder wie ein Vogel tönt. Hören wir doch nochmal zu. Okay, es scheint nochmal ein Vogel zu sein. Das heisst, ich komme wahrscheinlich nochmal die Chance, über einen Vogel zu fliegen, weil ich also vorher eigentlich ziemlich verkackt mit dieser Taube. Tut mir wirklich leid, weil die Taube hat eigentlich noch ein cooles Feature, das man machen kann. Aber ich habe es wirklich völlig... Achtung, ich habe es verkackt. Probieren wir es doch nochmal. Was haben wir da? Ein Krähe? Ein Crow? I'm a fucking crow! What the fuck, man? What the fuck, I man? don't want to be no damn crow. Okay. Why not? I don't know. I just don't. Well, you is, so accept. Accept it and move on. Also ich starte mal. Okay, Wow. I'm accepting. And I kind of like it. Geile Bilder. Okay. Also bevor ich es wieder nicht schaffe, schaut mal, was man machen kann. Und zwar... Habt ihr gesehen? Achtung, nochmal. 3, 2, 1. Blub. Man kann eine kleine Bombe fallen lassen mit diesen Vögeln, oder? Und jetzt wahrscheinlich... Ah, schau, da unten ist der Wasserfall. Den wollte ich auch mal noch anschauen in Next Gen. Ja, aber jetzt machen wir lieber kein Projektli da, bevor ich die Krähe wieder irgendwo in eine Stange setze. Also, da hinten sehen wir Sandy Shores, am Trevor seine Heimat. Ich würde sagen, ich fliege mal dort rüber und versuche mal als kleine Challenge irgendjemandem auf den Grind aufzukacken. Also, bis nachher. Okay, da wären wir und ich habe schon Angst gehabt, dass da wahrscheinlich gar kein Passanten unterwegs hat, wie es ja typisch ist für ein amerikanisches Kleindorf. Aber da habe ich doch... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Die Vögel kannst du fast nicht fliegen. Aber da unten hat es 2 Passanten. Und... Okay, das wird ein schwieriges Unterfangen. Okay, ich muss den Vogel mal ein bisschen tiefer fliegen. Oh, ich setze den sicher wieder... Leck, das wird verdammt schwer. Wieso kann man denn das so schlecht steuern? Ah, wenn man mit den Flügeln schlägt, dann kann man besser steuern. Okay, ich muss jetzt da mal ausholen. Testbombe. Ja. Okay. Also. Gehen wir ein bisschen tiefer. Ich schaue jetzt tief, nicht, dass sie mich vom Himmel holen. Am besten nicht in den Baum rein. Ja, genau. Oh, das sind sogar Prostituierte. Ah, nein. Ja, scheiße. Das wird jetzt sicher hure schwierig. Ah. Nein. Wo sind sie jetzt?
Was, sind das hier davor gerannt wegen dem Vogel? Das gibt's ja nicht, oder? Was flüchtet die von der Krähe? Okay. So eine Weiche. Wie haben sie nicht mal getroffen? Sie schreit. Ja, ist auch schlimm im Vogel. Also, komm. Ich sehe wahrscheinlich nicht mal nachher, wie sie getroffen haben. Ah, du blöde... Nein, das ist unmöglich. Unmöglich. Wie willst du so eine treffen? Ja, und wie willst du sehen? Aha. Nein. Das ist so schwer. Ja, wenn du wenigstens dann irgendwie wüsstest, ob sie getroffen hast. So, schau jetzt. Nein, vergessen, das triffst du nie. Kann ich nicht noch mit... Das muss ich mal probieren, landen. Muss ich echt auch irgendwie die Räder rauslassen im Flugzeug? Nein, das klappt nicht. Vorher hatte ich irgendeine Anleitung gehabt, wie ich das Ding steuern muss. Wie komme ich zu der? Perspektive ändern. Okay, ich versuche mal landen, das Teil. Wie geht euch das? Ich gehe einfach langsam runter. Was ist denn? Du musst schauen, stürzt ab. Ja, eh. Wie muss ich denn? Ah, aha. Okay. Wo ist die Prostituierte? Jetzt ist sie wahrscheinlich nachgerannt. Okay, das probieren wir gerade nochmal. Also mit dem Viereck muss man landen. Oder tut man landen? Aha. Okay. Jetzt könnten wir das nächste probieren. Auf einem Auto landen. Was fährt denn da im Kreis? Ist auch ein Schräger, okay. Und jetzt langsam, aber... Oh. Der fährt wirklich im Kreis. Ah, schau, da kommt nochmal einer. Auf dem Land jetzt. Aber... Ah, shit. Aber hinten rein. Hinten rein, es geht sicher. Ja, haltet nur an, das ist gut. Komm. Nein, Mann. Ist das schwer. Der Hurenvogel ist ja irgendwie... Ja gut, der kann nicht langsam, das stürzt er ab. Okay. Jetzt kommt's gut. Nein, nicht Gas geben. Ui. Nein, nicht überfahren. Ja. Nein, tot. Ah, schade. Ja gut, aber das ist glaub, wirklich echt schwierig mit dem Vogel manövrieren. Was ich mal jetzt probieren ist vielleicht auf so einer Starkstromleitung abhocken, wie es Vögel ja von Natur aus eigentlich machen, instinktmäßig. Aber ja, ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich zwei er ist noch am Ausflattern. Es ist ein bisschen schade eigentlich, dass ich gerade 2 Vögel bekommen habe, weil das ist jetzt natürlich nicht so spektakulär gewesen. Immerhin habe ich nochmal probieren mit diesen Bomben rühren, was ich beim ersten Mal verkackt habe. Aber ja, hat schlussendlich dann auch nicht gebracht. Würde mich mal wundern, ob irgendjemand treffen würde, oder? Ja, es ist eine ziemlich coole Sache von Rockstar. Das ist jetzt etwas, wo ich nie drauf gekommen wäre. Wäre ich selber nicht mehr drauf gekommen, dass man die Tiere steuern kann. Aber das ist eigentlich ziemlich eine coole Sache, was sie da gemacht haben. Was ein bisschen schade ist, man kann es wirklich nur einmal machen. Jetzt sehen wir, also der Peyote ist nicht mehr rum und der Kunde auch nicht mehr, oder? Also wenn man nach einer Location mal abgeholt hat, also sind zum Beispiel wie die UFO-Teile oder U-Boot-Dinger, dann sind sie weg und dann kann man es nicht mehr holen. Und man kann es nicht einmal holen, wenn man den alten Speicherstatus wiederhergestellt hat. Also, man muss wahrscheinlich wirklich nochmal ein neues Gameplay starten, wenn man es nochmal holen will, oder? Also, von dem her ist es das einmal gewesen. Ich hoffe, dass bald andere Leute noch werden weitere Spawn-Locations finden von dem Peyote. Weil
Ich habe schon gesehen, dass andere Leute Schweine haben und Hasen und Katzen und Hunde. Also scheinbar kommt es echt nicht darauf an, welche Peyote das man wo nimmt oder mit wem. Es kann wirklich jedes Mal ein anderes Tier sein. Ausser ich glaube auf dem Mount Chiliad, der zweite, den ich gemacht habe, dort ist man glaube immer irgendein Vogel. Also könnte das Huhn sein, aber man ist irgendein Gefieder, auf jeden Fall. Ja, no, das war es. Ist sicher mal lustig gewesen, mal etwas anderes. Voll geil. Ich hoffe wirklich, es geht bald weiter mit den nächsten Tierli. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Ciao zusammen.